die hat dann erariert, wo viele Leute geschwärzt, denen dir begegnet sind. Von einem Schüler, der international Preise gewonnen hat, von einer Koppel, die mit Courage Restaurant abgemacht hat, von einer Frau, die sich an einer ASBL für Menschen am Rollstuhl engagiert. Das sind Geschichten, ob die Lützeburg hilfreich sind. Und ich will die auch gar nicht klein machen. Mehr, Herr Frieden, ich begegne auch andere Leute. Ich begegne einem jungen Mensch, den die Schule aufgebracht wird und heute nicht mehr weiß, wo sein Platz an diesem Land ist. Ich begegne einer Koppel, die mit viel Arbeit und Risiko ein Geschäft abgemacht wird und er wollte es so machen. Und ich begegne einem Mann, der nach einem schweren Arbeitsaccident sein Leben neu aufbauen muss, an der sich vom System am stark gelos fühlt. Und ich denke noch an die Leute, denen ich im Land immer Männer begegnen, die Lützeburger und die Leute, die an Ausland geplündert sind, nicht weil sie es so wollten, aber weil sie hier am Konkurrenzkampf eine Wohnung nicht mehr mitteilen konnten. Auch das als Lützeburg. Nicht nur Lützeburg von den Erfolgsgeschichten, sondern Lützeburg von Enttäuschungen, von Sorgen, von Leuten, die sich aufgehängt fühlen. Und genau diese Realität wird an Riet gefehlt. Riet hat viel abgezählt, sie hat viel angekündigt und es waren noch Sachen dabei, die richtig und gut sind. Wir sind doch eine Zentralfrage nicht beantwortet. Wie Lützeburg wollen wir eigentlich an 10 Jahren, wie Lützeburg wollen wir an 20 Jahren, und wie Lützeburg wollen wir am Jahr 2050. Wo soll das Land hingehen, gesellschaftlich, wirtschaftlich, kulturell und an der Welt? Das ist für mich die eigentlich froh, auch an einer Rede zur Lage von der Nation. Nicht nur, was möchte die Regierung des Jahres, aber auch, wie eine Zukunft bereden wir für uns Kanner 4. Herr Premierminister, wir sind ein Land mit immens viel Kapazitäten, mit viel Möglichkeiten, mit viel Talent. Und einfach ist es ehrlich gesagt für so ein Land nicht gut. Zu viele Probleme sind entstanden, wurden nicht gelöst, also noch hausgemacht. Wenn ich gucke, was in diesem Land falsch läuft, dann sehe ich für allem Folgendes, und es soll auch wegen Lösungen mehr als ADR proposieren. Erstens, wir haben eine Wohnungssituation, an der Lützeburger müssen an das Ausland plündern, weil sie sich ihr eigenes Land nicht mehr leisten können. Sie gehen aus ihrem eigenen Land rausgedrückt, da das für uns ein politischer Bankrott. Und dafür brauchen wir beim Wohnungsbau mehr Bürokratie, mehr teuer Abklären, mehr unnötige Aufforderungen für zu bauen, Stichwort AAA-Häuser, die Bauen immer mehr teuer machen. Wir müssen deregulieren. An abordabel a Sozialwohnen muss prioritär denen Leute helfen, die hier verwurzelt sind, die hier leben, die hier schaffen, die hier wollen bleiben, die an ihrer Gemeinde wollen wohnen bleiben. Zweitens, wir haben permanent Stau auf der Straße. Wir stecken am Verkehr, die Bevölkerung ist gewusst, 12 von den Autos ist gewusst, mit Straßen sind auch immer auf einem Stand, wie wenn das Land viel mehr klein wird. Und dafür brauchen wir einen Ausbau von den Straßen, die das Land wirklich braucht. Eine Nordstraße mit genug Kapazität, eine Arler Autobahn mit genug Spuren, Umgehungsstraßen, da, wo die Dörfer und Gemeinden alltag am Trafik ersticken. Wir müssen die Verkehrssituation endlich in den Griff kriegen. Drittens, als Kanner gehen an ihrem eigenen Land erkrechen, wo sie ihr Spruch nicht mehr schwätzen können, wo kein sie versteht, und wo Lützeburg nicht mehr die Platz hat, die soll haben. Und dafür so mir klar, an den Krechen muss Lützeburg geschwärzt gehen. Als Spruch muss hier Platz halen an den Krechen, an der Schule, am Alltag. Lützeburg ist nicht just eine Tradition. Lützeburg ist der Spruch, der uns verbindet. Viertens, wir haben eine Gesellschaft, die immer mehr auseinandertrifft. Wir haben immer mehr Integration, immer mehr Gemeinschaft, immer mehr Individualisierung, immer mehr Zersplitterung, und auch an den Familien und an der Solidarität zwischen den Generationen. Und dafür brauchen wir eine Politik, die Integration der Gemeinschaft fördert. Wir dürfen Kanner nicht schon an der Schule nur Sprachen trennen. Wir sind dafür gegen französische Alphabetisierung. Wir wollen Krechen auf Lützeburg an eine Schule, die Kanner zusammen feiert, am Platz a Parallelsystemer zu splicken.
Fünftens, als Wirtschaft stagniert, riskiert nicht mehr richtig in Trullen zu kommen. Energiepreise sind zu hoch. Betriebe gehen durch Bürokratie gebremst und die Landwirtschaft kriegt immer mehr Vorschriften abgezwungen. Und dafür müssen wir deregulieren und vereinfachen, für die Wirtschaft ihren Schwung kriegt. Wir brauchen billig und sicher Energiepreise, eine technologieopen Politik und die Ideologie muss aus der Wirtschaft raus. Los Betrieber schaffen, los Bauern und Landwirtschaft schaffen, ohne all die unmöglichen Vorschriften. Sechstens, wir haben ein riesiges Problem mit dem Staatsbudget. Immer mehr Defizit, immer mehr Schulden. Und dabei gibt der Staat Milliarden aus für Projekte, die den Leuten hier im Land nicht direkt helfen. Und dafür brauchen wir ein Budget am Equilibre. Wir brauchen mehr Schulden. Wir müssen aufpassen bei den Militärausgaben. Vielleicht mehr Entwicklungshilfe und auch sonst mehr Geld, das einfach rausgehalten wird. Wir müssen aufhalten mit der teuren Klimaideologie, an die Suen holen, für dass die Leute hier im Land zugutekommen. Siebtens, wir haben eine Meinungsfreiheit, die immer mehr unter Druck kommt. Es gibt immer mehr den Eindruck, wie wenn die Bürger vorgeschrieben kriegt, was man denken und was man so. Und dafür brauchen wir heute mehr Demokratie, mehr Referenden, mehr Freiheit für Sozialmedien, und keine Meldestellen, die am Endeffekt Meinungsfreiheit einschränken. Wir brauchen einen Staat, den den Bürger vertraut, nicht den Staat, den der Bürger kontrolliert. Erstens, wir haben eine Kriminalität, die zu hoch ist, und es geht auf viele Bereiche in die falsche Richtung. Viel Drogen, Tourismus, viel Grenzkriminalität, und das müssen wir echt holen. Dafür brauchen wir mehr Polizei auf der Platz, mehr Befugnisse für die Polizei, und aber auch, das muss ich auch so, wenn er hinkommt, für kriminell zu gehen, die muss zurückgehen, in die wir nicht mehr hin zurückkommen. Neuntens, wir kriegen nicht genug Kanner. Und das Pensionssystem geht immer mehr unter Druck. Dadurch gehen wir aufhängig von einer Wachstumsspirale. Wenn nichts geschieht, dann feiert die W in Richtung von einem Land mit 1 Million Einwohner und noch viel mehr Frontalien. Und das kann das Land nicht einfach so stemmen. Und dafür brauchen wir eine kannerer familienfreundliche Politik. Wir müssen das Pensionssystem langfristig aufsichern. Wir brauchen eine Zukunft für uns Jung und eine Bevölkerungswachstum, den das Land auch wirklich drohen kann. Mit selektiver Immigration und ohne unkontrollierten Wachstum. Zehntens, wir haben eine geplante Steuerreform, wo man noch nicht wissen, ob sie könnt, weil sie ganz teuer geht. Wie die geht am von Solidarität an die Familien für die zukünftige Generation. Und dafür bräuchten wir eine Steuerreform, die Solidarität an die Familien fördert und nicht untergräbt. Und eine familienfreundliche Politik, die auch voraussetzen, dass Ältere so die Möglichkeit kriegen können, mehr selber zu erzählen durch ein ältere Geld. Alles das als die Lage von der Nation auch. Und hier am Land, als über 20, 30 Jahre, vieles falsch gemacht haben. Mit den Kapazitäten, die Lützeburg hat, bis wir viel mehr weit sind. Wie ein unkontrollierter Wachstum, den immer dummer der gerechtfertigt wird, dass Leute durch mehr reich gehen. Aber viele Leute sind trotz Wachstum mehr arm gehen. Viele können nicht mehr hier wohnen. Viele fühlen sich nicht mehr daheim am eigenen Land. Und dafür ist meine Frage an Herr Premierminister, wo will der mit diesem Land hin? Welche Lützeburg wollen wir dann an 10 Jahren, an 20 Jahren? Welche Lützeburg wollen wir am Jahr 2050? Weil es geht nicht darum, Probleme zu verwalten, an Maßnahmen umzukönnen. Es muss ein konkret Ziele haben. Das, und das will ich unterstreichen, und da will ich kommen, Ziele haben, und denen noch kein Gemuss gehen. Es geht darum, das Land qualitativ fit zu machen für die Leute, die hier leben, hier schaffen, hier Familie gründen, hier kann erzählen und auch in Zukunft nach hier daheim wollen sind. Das ist die Verantwortung, der wir als stellen müssen. Leider ist in den letzten Jahren, und das geht schon lange zurück, das waren viele verschiedene Regierungen, vieles in die falsche Richtung gelaufen. Was machen wir heute tatsächlich? Es wird lange diskutiert, ob Tripartit oder nicht. Das ist aber nicht unbedingt die Entschlossenheit, die Leute an dieser Situation von der Regierung erwarten. Eigentlich brauchen wir nicht unbedingt neue Verhandlungen.
Wir brauchen eine Regierung, die die Verantwortung überhält an die hausgemachte Probleme endlich uppegt. Probleme aus den letzten Jahren und Jahrzehnten. Es geht doch nicht darum, die Schuld auf andere zu drücken, auf die Parteien, die Demos da waren. Es geht darum, das Land fit zu machen, und das ist die Aufgabe von uns allen und von der Regierung. Wir kriegen ein Tripartit, und Herr Premierminister, ihr wisst wahrscheinlich so gut wie ich, ein Tripartit, das in dieser Situation für euch gefährlich. Es gibt nämlich zwei Möglichkeiten. Entweder es könnt nicht zu einem Konsens, da kriegt ihr Schuld, oder es könnt zu einer Einigung, und da werdet wohl an den Medien und der Politik sehr so gedreht gehen, dass nicht ihr mit Gewerkschaften oder der Xavier Bettel den Akkord durchgesagt haben. Dafür passt auf, egal wie es ausgeht, der steht Ende mit meiner Autorität. Und das ist genau der Mechanismus von so einer Tripartite an so einer Situation. Sie schützt dich nicht für der Verantwortung, sie verdeelt sich ist. Das Land braucht am Anfang eine Regierung, die klare Position bezieht, an die Probleme, die wir auch tun, auch selber endlich uppickt. Schon ein paar Mal gesagt, es fehlt ein bisschen an der Rede, wie wir das Land in Zukunft vorstellen. 2050 gesellschaftlich, ökonomisch. Und das ist die Frage vom Bevölkerungswachstum, weil das eigentlich die wichtigste Frage ist für Lützeburg. Die hat zur Heilung nicht gestaltet, obwohl er Viergänger Jean-Claude Juncker sich schon für Jahre gestaltet hat, die Frage um 700.000 Einwohner steht. Besonders im Kontext mit den Pensionen, die auch das Jahr nicht viel Thema waren. Das Jahr werden wir wohl die ominösen 700.000 Einwohner erreichen. Die Zahl, die damals kein wollt, als schon damals für eine große Debatte entstanden, weil Leute die Probleme gesehen haben, die wir heute erleben. Weil die Hauptursache, der Mom von all unsere Probleme leidet an massiven Bevölkerungszuwachs, die das Resultat von einer ganz starken Immigration in den letzten Jahren ist. 1990 hatten wir 380.000 Einwohner, rund 180.000 Arbeitsplätze. Heute sind es bald 700.000 Einwohner und über 500.000 Arbeitsplätze. Das sind sowas, wo da ist an einen richtig Wurstungsfall rabrucht, so wie Jean-Claude Juncker es vorausgesagt hat. Und Probleme gehen nicht wie klein, sie gehen wie groß. Verbauung, Zersiedlung, Stau, Verlust von unserer Kultur, Zerstörung von der Natur, Infrastrukturmangel, Personalmangel beim Staat, Armut, ein Pensionsproblem, den immer noch verrickelt wird und wie groß wird. Wir wissen, dass in 2,5 schaffend Leute braucht, für eine Pension zu bezahlen. Was geschieht, wenn wir in Zukunft müssen 200.000 Pensionen an Deutschland überweisen? An Wohnungspreise? Wie meint, wir lesen Wohnungsnot, an dem es mir nach mehr Menschen an Land holen, die verkennt Realität. Der Wohnungsbau bei so einem Zuwachs von der Bevölkerung ist wie ein Eimer mit einem Lach, wird immer eitel bleiben. Also könnt ihr sehen, mit der Bevölkerungszuwachs wird es reich gemacht, an dem Menschen 20% rund leben hier am Land unter der Armutsgrenze. Viele Leute müssen unter dem Konkurrenzdruck an Deutschland plündern. Das ist eine direkte Konsequenz. Trotzdem haben wir immens viele Leute, denen es nicht gut geht. Und ich bin gespannt, ob die Armut an den nächsten Jahren zurückgeht. Jedenfalls können wir nicht so weitermachen. Wir müssen wehr von dem Wirtschaftswachstum zu haben, ohne das Wachstum von der Bevölkerung. Das geht über eine gute Nischenpolitik und Innovation. Wir müssen so weit wie möglich an unserer Souveränität festhalten. Die Nischen, die wir noch haben, zum Beispiel beim Tabak, beim Benzin, müssen wir behalten und verteidigen. Lützeburg kann sich auch aus seinen früheren Erfolgsmodellen inspirieren. War doch teilweise gemerkt, RTL, SES Astra bewiesen, für ein kleines Land mit kurzen Entscheidungsfähigen intelligente Reglementer stärker sind. Am Juni ein bedeutend Finanzplatz mit viel Kompetenz, den wir müssen unterstützen. Im Bereich von der Digitalisierung und der KI liegt immens viel Potenzial, Produktivität zu steigern, ohne mehr Leute zu brauchen. Und ich will euch auch ganz klar sagen, dass als nicht dafür die Bevölkerungswachstum komplett zu stoppen.
Natürlich braucht als Wirtschaft an als Finanzplatz höchst qualifiziert Kräfte. Mit geht der ADR drin, aus dem unkontrollierten und moderaten, gerierbare Bevölkerungswachstum zu machen, ein Wachstum, den das Land wirklich stemmen kann, an die verantwortungsbewusst und Zukunft von unseren Kindern denkt. Wir brauchen dafür eine selektive Immigration. Wir können nicht jeden abholen, aber besonders auch nicht die, die man mit den Sozialsystemen von 4 bis 100 müssen durchziehen. Eine von den direkten Konsequenzen ist der Konkurrenzkampf um Wohnungsmarkt. Und das ist katastrophal, besonders für junge Leute. Und dafür bedeutet eigentlich ein Fortschritt, den wir erreichen müssen, dass besonders die jungen Perspektiven nun eine Arbeit, eine Familie gründen, an ein Haus zu Lützeburg. Das muss möglich sein, dass wir den jungen Schülern, die hier abgewusst sind, und das müssen wir als Politik unterstützen. Ich komme zur Souveränität. Der Premierminister hat signaliert von seinem Interesse mehr Europäische Union geschwärzt. Mehr EU ist aber gern Manner Lützeburg. Mehr EU heißt Manner Souveränität. Mehr EU heißt Manner Freiheit. Und mehr EU heißt Manner selber entscheiden. Souverän sind als frei sind. Freiheit am Land heißt, dass das Land souverän ist, so weit wie möglich. Die Regierungen und an den letzten Jahren immer mehr Souveränitätsrechte und die Europäische Union aufgetreten. Das soll auch immer mehr für uns Armee geschehen. Lützeburg als klein, kann sich nicht lang verteidigen. Dafür partizipieren wir in Allianzen wie die NATO oder die Europäische Union. Das ist richtig. Mit der ADR jedoch, dass Lützeburger Souveränität und die Autorität über das Armee, die sollten wir allzeit beibehalten. Bei uns. Natürlich helfen wir am NATO-Bündnis von mir. Wir wären uns dagegen, dass einer dezidieren, wenn die Eisjungen an den Kampf geschickt gehen. Dafür, aber wenn es vielen anderen Gründen, sind wir ganz klar dafür, dass die Stimmigkeit EU-Niveau erhalten bleibt und dass auch all Ersatz von der Armee auch in Zukunft nimmer über den Akkord von der Chambre geht. Und die Idee von einem Belgisch-Lützeburger Bataillon, die unterstützen wir nicht. Und diese Idee ist auch nie an der Chambre aufgestimmt gehen. Auf internationalem Niveau wäre mir als dagegen, dass die EU-Kommission sich immer mehr als supranationale Regierung abspielt. Wir stehen die nationale Souveränität, aber besonders bei Finanzen und Steuern. Steuern gehören an die Chambre und nicht auf Brüssel. Und eine grundsätzliche Frage ist hier auch, was geschieht eigentlich, von einem Land, von der Volk von einem Land, von den Bürgern von einem Land, demokratisch eine Decision holen über die Regierung oder über das Referendum, und das steht dann an einem Konflikt mit Decisionen von Brüssel. Ist das dann nicht auch eine Gefahr für als Demokratie, wo die Wähler wollen, dann eventuell nicht mehr respektiert wird? Souveränität ist nicht ein schönes Wort. Souveränität ist die Freiheit von unserem Land, auch von den Lützeburger. Und diese Freiheit wollen wir behalten. Herr Premierminister, das Defizit für dieses Jahr, ich komme zum Budget, und das nächste Jahr ist eigentlich katastrophal. Wir haben einfach zu viel Ausgaben und das führt zu explodierenden Schulden. Gucken wir auf die Zahlen. Im Jahr 2000 lagen Schulden bei just 2% vom BIP, also 6 Milliarden Euro. Heute sind wir über 25% vom BIP, aber 25 Milliarden Schulden. Bis 2029 will die Regierung noch einmal 6 Milliarden zusätzlich lehnen. Da wären wir bei 30 Milliarden Schulden. Das ist aber keine verantwortliche Budgetpolitik. Dabei bewegen wir uns in Richtung 3,5% vom RNB für Militärausgaben. Das sind über 2,2 Milliarden Euro pro Jahr. Das wären 8% vom Staatsbudget für Militär. Und gleichzeitig geht 3,4 Milliarden Euro 2026 für den Klimakampf aus. Und am Ganzen 13 Milliarden bis 2029.
Dat sie Summen, mit denen die Joren als Land bei Wunden, Gesundheit, Mobilität, Familienpolitik strukturell kein stärken. Ich meine dir nicht, dass das Geld mehr sinnvoll an Lützeburger Leute investiert wird, am Platz an größtenteils ideologisch motiviert Projekten, die am Alltag vielleicht wenig oder gar nicht bringen. Dafür sind wir also der klar, wir brauchen ein Equilibre am Budget, wir brauchen eine Ausgabebremse, wir brauchen eine Schuldenbremse, und eine Regierung muss verantwortlich handeln und nicht einfach immer weiter Schulden aufbauen. Ich komme noch ein Problem, das leider am Alltag haben. Wir kriegen uns nicht mehr bewegt zu Lützeburg. Von Jahr zu Jahr geht es mir schlimmer am Platz besser. Die Bevölkerung geht das gut, 12 von Autoen auch. Mit Straßen sind es ein großer Teil noch immer wie 24 Jahre. Das kann nicht funktionieren. Überall am Land ist dasselbe, der Constat ist Stau. Wo bleibt der Ausbau von vielen wichtigen Straßen, zum Beispiel der Nordstraße? Der Verkehr ist nicht mehr zu drohen. Lo hören wir, lässt fort, dass die Umgehungsstraße zu Hesper endlich soll gebaut gehen, aber bis 2037 soll fertig sein. Zum Vergleich, am Jahr 1857 haben wir 2 Eisenbahnstrecken gebaut an der Süden vom Land an Zeit von 2 Jahren. Das sind 170 Jahre hier. Und heute braucht man für eine Umgehungsstraße Minimum 11 Jahre, Kinder wahrscheinlich mehr. Wir fahren allem am Auto, das geht zu Lützeburg dazu. Und dafür sind schon noch etwas ganz klar. Am Namen von der Realität, am Namen von der Industrie und am Namen von der Leute muss das Verbot vom Verbrennermotor 2035 komplett gekippt gehen. Ein Verbot ist keine Zukunftspolitik, das ist eine Politik gegen die Realität von der Leute. Spruch, Integration. Für Lützeburger ist Lützeburger Spruch wichtig. Und ich will gerne von der Regierung wissen, über den Plan raus, wie genau will der Spruch Lützeburg da erhalten und unterstützen? Und wie will das auf EU-Niveau verteidigen? Ich vermisse neue Klarheit und zweideutig Bekenntnis zu Lützeburger Spruch, so wie Herr Juncker ein Kehr bei seiner Rede zur Lage von der Nation klar gesagt hat, Lützeburg als Integrationsspruch. Aber wenn ihr eine resiliente Gesellschaft wollt, da braucht ihr eine Gesellschaft mit Zusammenhalt, mit gemeinsamen Werten, mit gemeinsamen Erfahrungen und mit einem gemeinsamen Ziel. Das geht nicht mit Parallelgesellschaft. Und Zusammenhalt geht durch Integration, und das war immer das Erfolgsmodell von Lützeburg. Wir haben Platz Gemeinsamkeiten, die euch stark machen, trifft Gesellschaft haut immer mehr auseinander. Besonders an der Schule. Da plant der Schulminister und einer ganz großen Revolution der Alphabetisierung auf Französisch. Die hat gesagt, dass am aktuellen System 2/3 von den Schülern benachteiligt sind, weil sie an einer Sprache alphabetisiert gehen, die sie von Anfang an nicht können. Das sieht nicht schlecht aus, so, also ja so ein bisschen sinnlos. Weil die allermeisten Kinder hier im Land können auch kein Französisch von daheim. Und an der Logik müssen sie da jeder Rang sein eigenen Spruch als Alphabetisierungsspruch anbieten. Und das kann ja nicht gehen. Wenn 2/3 benachteiligt sind, weil sie nicht auf Französisch alphabetisiert gehen, sind dann nicht auch alle Lützeburger hier benachteiligt, die besser auf Deutsch als Lützeburger sind. Was so dir zu einem Lützeburger, der nicht gut Französisch kann, am Alltag, und du dich benachteiligt das? Und das ist auch nicht vor, dass kein etwas verliert, wie die gesagt hat. An einer Gesellschaft, die immer mehr frankophon geht, verlieren logischerweise die nicht frankophon sind. Schon heute seid in verschiedenen Lyceen, dass Berufsausbildungen auf einmal nicht mehr auf Französisch Gebäude gehen. Der Lützeburger, der besser im Deutschen ist, wird dann ein Notdeel. Die Realität von vielen Lützeburger ist heute, und das lesen da ganz viel, sie fühlen sich immer mehr fremd am eigenen Land. Wenn wir bei der Schule sind, Herr Premierminister, als Schulen gehen durch immer mehr Reformen nicht besser, mehr kompliziert und mehr bürokratisch.
immer mehr verschiedene Systeme, immer mehr Durchnehmen, immer mehr Gremien, immer mehr Sektionen, wie einen richtigen Dschungel und Angebot, damit daraus entstehen noch lange nicht mehr wirklich Möglichkeiten für die Schüler. Wie blickt du nach durch? Und ist es noch gerecht, wenn die eng an dem engen Lycée Premier mal durchziehen kriegen, und die anderen an dem anderen Lycée erreicht mit 19, und das soll da gleich viel wert sein. Zur Meinungsfreiheit wird geschwärzt zu den sozialen Medien, und ihr wollt die sozialen Medien für Jung verbieten. Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, YouTube, Snapchat. Und es ist so ganz klar als ADR, wie sie gegen dieses Verbot. Die hat gesagt, bei den Jungen, wenn auf europäischem Niveau nichts geschieht, da gibt die Regierung das selber machen. Es geht das Verbot auf jeden Fall zu weit. Wir fanden doch nicht gut, wenn Junker den ganzen Tag am Handy hängen. Aber für was wollen wir kein Verbot? Erstens, soziale Medien sind heute die Plattform von den sozialen Kontakten. Früher war das die Schule oder ein Telefon, heute ist es eben online. Da können Junge Verbindungen knappen, Unterstützung finden, Zugehörigkeit spüren, Sachen, die sie offline nicht immer mehr finden. Zweitens, das ist eine wichtige Informationsquelle. Wir alle gucken auf soziale Medien, was andere sagen, zum Beispiel an der Politiker. Für was sollen die Jungen sich auf einmal nicht mehr informieren dürfen? Das ist wie bei all anderen Medien, Zeitung oder Tele, die fand viel Gutes und die fand auch viel Schlechtes. Medien sind Medien. Lesung aus nicht zu verbieten, mit die Jungen zu lehren, kritisch zu sein, zu filtern und verantwortlich zu handeln, das ist Medienkompetenz. Und ich freue mich darüber raus, auch nach juristisch, ob ein Verbot überhaupt oder eine Einschränkung verfassungskonform ist. Wir haben ein Grundrecht auf Meinungsfreiheit und ein Grundrecht auf Zugang zur Information. Ein Verbot gibt das Recht direkt beschneiden. Und zum Schluss, wenn Politiker zu Brüssel so, soziale Medien müssen immer mehr reguliert gehen, da frage ich mich, wie viel Freiheit bleibt dann noch für andere Meinungen? Aber wenn ich von verschiedenen Politikern her, soziale Medien sind ein Gefahr für Demokratie, dann heißt das in der Realität oft, soziale Medien sind ein Gefahr für uns Murcht. Aber wie verbietet und zensiert? Das machen da eigentlich nicht Demokratie. Wir als ADR stehen dafür, dass die Meinungsfreiheit ein Grundrecht bleibt, auch online. Wir wollen Demokratie nicht durch Verbote schützen, sondern durch Freiheit. Wir brauchen natürlich auf der Freiheit auch Sicherheit. Ja, die letzte Etat der Nation hat der Premierminister gesagt, dass die momentane Situation, wie zum Beispiel am Gare Quartier, die Freiheit von den Leuten limitiert, die da leben. Und dass sie wählt, das Recht auf freie Bewegung und freies Leben darum assurieren. Und ich meine, dass es doch echt Zeit gibt. Und dafür müssen wir etwas machen. Transparent und ehrlich berichten, Statistiken machen, klar donnieren. Mehr Police auf der Platz, oder auch am öffentlichen Transport. Mehr Befugnisse für die Police. Polizisten müssen durchgreifen können, sich im Notfall verteidigen, mit Platzverweis soll endlich kommen. Sehr konsequent Verurteilungen bei den Gerichten, Krimineller, die nicht von Haus sind, die sollen konsequent ausgewiesen gehen. Intensivtäter aus dem Ausland gehören nicht hin. Und ich will noch eine Statistik gehen, wenn wir es vergleichen mit dem Departement de la Moselle. Hier, Frankreich, Metz, Dietneuven. Sie haben das Jahr bei den Überfällen 36 Überfälle für 100.000 Einwohner gehabt. Und wir hatten da 108 auf 100.000 Einwohner. Also dreimal mehr bei uns. Dafür grenzüberschreitende Kriminalität, Drogentourismus muss man bekämpfen. Und noch mit mehr grenzüberschreitender Kollaboration, die müssen wir verstärken.
A vieles von dem, was mir fordern, hat der Premierminister auch angekündigt, das begrüßen wir. Mit Sicherheit ist für der eine Priorität. Lützburg war mal von den sichersten Ländern in Europa, aber wir müssen alle gut schaffen, dass es drin geht. Zum Schluss will ich mich noch ganz direkt um die Jungen hier am Land richten. Und all die zwischen 20 und 30 Jahren sind. Die schaffen, studieren, eine Ausbildung machen und gerade probieren, ihre Weg am Leben zu finden. Wenn du als Jungen haut dein Studium gemacht hast oder schon schaffst, das spürst du, du musst vielleicht vieles richtig, du stehst auf, du schaffst, du spürst, du probierst dein Leben auf 3 zu kriegen und trotzdem bleibt am Ende vom Monat bald nichts übrig. Du warst nicht liederig, du gibst dein Geld nicht einfach für Blödsinn aus, du hast nicht versaut und trotzdem ist dein Leben viel mehr teuer gehen. Ein Loyer frisst den großen Teil von einer Pai, die Energiepreise, Versicherung, Lebensmittel, alles, was bei teuer gehen. Von einer eigenen Wohnung bist du als Jungen haut mehr weit weg wie dein Pap oder dein Großpap, wie sie so alt waren, wie du haut. Das ist kein persönliches Versorgen, das ist ein System, das schon in den letzten Jahrzehnten grundlegend geändert wird. Zu Lützeburg sind Preise für eine normale Wohnung an den letzten 15 Jahren über 100% geklommen. Viel mehr stark wie die Löhne. Früher wurde für ein Haus 8 bis 10 Jahresgehälter gebraucht, heute sind da locker über 25. Aber viele junge Leute bezahlen heute für eine 50 Quadratmeter Wohnung mehr Loyer, wie ihr Ältere früher für den Kredit von einem ganzen Haus bezahlt haben. Dazu könnt, sind der Jahrzehnten als Gesellschaft immer mehr individualisiert gehen. Viele Strukturen, die Leute früher gehalten und sie mich schwer gehen. Familien, Nachbarschaft, Vereine, Kirche, Dorfgemeinschaften, gemeinsame Rituale, gemeinsame Werte, gemeinsame Verantwortung. Früher gab es nicht nur den Staat, es gab auch eine Gesellschaft, die gedroht hat. Familien haben zusammengehalten, Nachbarn haben sich gekannt, Vereine und Leute zusammengebracht. Es gab einen Kader, der nicht perfekt war, mit dem viele Menschen Halt gehen wird. Und heute ist das für viele Leute Männer selbstverständlich. Wir haben Männer große Familien, Männer Verbindlichkeit, Männer Kanner, mehr Leute, die allein sind, mehr alleinerziehend Ältere, mehr Leute, die sich durchschlagen müssen. Und gleichzeitig ist der Staat immer mehr groß gehen, immer mehr Hilfen, immer mehr Transferen, immer mehr Sozialausgaben, immer mehr Programme. Das klingt auf den ersten Blick gut. Auf viele Fälle ist Hilfe auch nötig, mit einem Preis. Weil wenn die Gemeinschaft mich schwer geht, dann muss der Staat immer mehr unterstützen. Er muss ersetzen. Und wenn der Staat immer mehr ersetzt, dann geht es immer mehr teuer. Und diesen Preis bezahlt heute für allem eine Generation, und das sind die Jungen. Guck dir den Arbeitsmarkt an. Heute kriegt die Jungen das ganze Leben lang gesagt, mach eine gute Schule, mach eine gute Ausbildung, studier, da kriegst du eine sichere Arbeit, eine gute Pai, eine Wohnung und ein gutes Leben. Und heute machen sie vielleicht Uni wie noch nie. Und trotzdem, also ein gutes Diplom, keine Garantie mehr für ihr Leben und nie sorgen. Auch ein Masterdiplom ist nicht mehr automatisch ein sicherer Weg auf ein gutes Leben. Es gibt immer mehr Diplome, aber nicht automatisch mehr Perspektive. Und dann Pensionen, also das System funktioniert um Umlageverfahren, die Haut schaffen, bezahlen Pensionen von denen, die Haut an der Pension sind. Früher kommen auf E-Pensionierten mehr wie 3 Personen, die geschafft, akkutisiert tun, für die sie Pension. Für das aktuelle System zu erhalten, bräuchten wir eigentlich 2,5. Wir gehen in Richtung Männer wie 2, wir gehen in Richtung 1. Aber wenn immer mehr Leute an Pension gehen, dann kann es irgendwann nicht mehr funktionieren. Und die kleine Reform, die wir gemacht haben 2026, war nötig, aber sie weist für allem ein, das System geht teuer, für die Jungen geht es noch mehr teuer. Die als Jung bezahlt heute schon über Steuern, Kotisationen und Aufgaben und Entscheidungen, die für ihrer Zeit getroffen wurden. Die bezahlt und die Schulden und die Renten, die bezahlt und die Sozialleistungen. Aber wenn die selber an Pension will, dann muss ich sich ehrlich vorstellen, ob das System nach so funktionieren wird dann. Weil es kann nicht so weitergehen. An die nächsten Generationen werden die Rechnungen bezahlen. Die Rechnungen für mich dauert, Wohnen an meiner Kaufkraft, die Rechnungen von den Schulden, die heute gemacht werden, die Rechnungen von den Pensionen, die heute
bezuelt gin. An d'Rechnung vun engem Wustumsmodell, den immer méi Leiit an Land brauch fir Probleme zu lesen, die sich dëse Wustum selber awer ëmmenke nach wie groß gin. A wann mir ehrlich sinn, da muss ich soen, et gouf Generationen, die an enger Zeit groß gesinn, wo et wirtschaftlich bald immer nowegegangen ass. Sie haben viel geschafft, sie haben abgebaut. Sie hat noch eine historische Chance, eine Zeit, an der Wohnen, Familie, Arbeit und Abstieg für viele Leute mehr realistisch war wie heute. Für die neue Generation ist das nicht mehr so. Und es so nicht, ihre Länge als Junker könnte das System nicht reparieren, aber die sind noch nicht machtlos. Der muss sich für die Sachen interessieren. Und 3 Sachen sind auch wichtig. Die dürft ihr nicht ausschläfern lassen, versteht, wie die Finanzen, die Schulden, Pensionen, die Wohnen an der Stadt funktionieren. Versteht, wie politische Entscheidungen heute Leben von uns bestimmen. Weil die das nicht verstehen, bezahlen nur meistens die Rechnung. Dann dezidieren die es verstehen. Zweitens bleibt nicht lang. Baut op stark Familien, Freundschaften, Vereine, Nachbarschaften, Gemeinschaften. Der Staat kann helfen, aber kann nicht alles ersetzen. Kann nicht Familie ersetzen, kann nicht Vertrauen ersetzen, kann nicht Lebensverantwortung opbringen, die Leute, die helfen, an Zusammenhalt kann nicht ersetzen. Zu 2, zu mehr an einer Familie, an einem Verein, an einer Gemeinschaft, als der Mensch mehr stark viel länger. Und drittens, die muss Zukunft zurückfordern, akzeptiert nicht, dass wir just nach Loyer, Schulden, Stau, unsicher Pensionen und immer mehr Perspektiv übrig bleibt. Eine junge Generation hat Recht auf eine Zukunft, auf Arbeit, auf Wohnen, auf Familie, auf Sicherheit, auf Freiheit und auf ein Land, das sie nach Ruhe kann. Das sind also nicht nur Generationen, sind, die Rechnungen bezahlen muss. Und dafür muss Politik endlich liefern. Dafür braucht man bezahlbare Wohnungen. Dafür braucht man starke Familien, eine Politik, die das ermöglicht. Dafür braucht man verantwortungsvollen Umgang mit Staatsfinanzen und dafür nicht man nach Schulden. Und wir brauchen noch eine Pensionsreform, die nicht nur die nächsten Wahlen übersteht, sondern auch noch für die gerecht, dass die Haut 25 Jahre haben. Und wir brauchen eine Wirtschaftspolitik, die Jungen die Möglichkeit gibt, sich etwas aufzubauen. Die Generation von Haut, die neu hat die Chance, Lützeburg neu zu prägen, mit geht nimmen, wenn wir abhalten, Probleme auf Mut zu verregeln, wenn wir abhalten, ob der Staat als einzig Antwort zu werden, wenn wir Verantwortung überholen, als Bürger, als Familien, als Gemeinschaft und als Politik. Und dafür geht es um Perspektiv und geht um Gerechtigkeit und geht um eine Zukunft von einem Lützeburg, der durch seine Wurzeln treu bleibt. Als ein Spruch behält, als eine Freiheit verteidigt, seine Familie stärkt, seine Sicherheit garantiert, an die Jungen eine Perspektive gibt, und das ist als Verantwortung. Und diese Verantwortung darf man nicht auf die von mir verregeln. Dafür stimme ich auf jeden Fall als alternativ-demokratische Reformpartei. So nicht merci. Merci, Herr Kohl.